21. Minute. Eren Derdiok aus dem Ballverlust im Mittelfeld. Fernandes, der Zweikampfsieger. Gegen Götze muss es gewesen sein. Das schnelle Umschalten. Was für ein Debüt. Hövedes aufgerückt und im Rücken von Hummels und vor Schmelzer. Die Dortmunder harmonieren da auch nicht. Völlig frei. Eine Leverkusener Co-Produktion von Barnetta und Derdiok. 1:0 für die Schweiz. Hat sich ein bisschen angedeutet in den letzten Minuten. Dass die deutsche Defensive... Also ich glaube, der Derdiok, der hat bisher 4 Länderspieltore in 38 Kicks und macht 2 in 2,5 Minuten. Da stimmt was nicht. Wieder über die rechte deutsche Abwehrseite eingeleitet. Ungestört die Flanke und ungestört die Vollendung. Und diesmal Mertesacker und Schmelzer. Ja, 2, die den einen dann doch einfach mal gehen lassen. Ter Stegen würde ich da jetzt eher mal einen Welpenschutz nehmen, weil da rauszukommen, das wäre auch couragiert. Und er ist sichtlich erfreut, aber vielleicht auch positiv überrascht. Also Hoffenheim, Markus Babbel stocken, aber drin ist er. Naja, aus dem berühmten Nichts, also aus einem ruhenden Ball. Ja, wozu muss man denn Standards trainieren, wenn es dann auch so geht? Also Flanke Mesut Özil, Kopfball Mats Hummels, erstes Länderspieltor. Und dafür brauchen wir noch nicht mal den Videobeweis. Der ist einfach drin. Ja, erste gefährliche Aktion, erstes Tor. Jetzt kann man ja sagen, die Effizienz vorne stimmt. Und ein Abwehrspieler, das wird Mats Hummels gut tun. Hinten doch enorme Probleme. Vorne da. Mit der Vorlage, dreimal Eren Derdiok. Ter Stegen hatte noch reaktionsschnell auf der Linie den Arm dran, aber schade, schneller Rückschlag. Und so richtig gedeckt wird er nicht. Hummels ist da mit Mehmedi beschäftigt. Und Derdiok läuft in den Ball rein, während Mertesacker da schon in der Luft steht. Vorteil für den Stürmer. Und Ter Stegen, gute Reaktion und am Ende doch machtlos. Hattrick für Eren. Also seine Leistungssteigerung hat sich angedeutet in dieser Zeit nach der Pause. Er wird nicht so amüsiert sein. Einsatz von Hummels. Ja. Mittig ins Tor. Nicht abgefälscht. Vielleicht leicht touchiert. Aber glücklich sah der Torhüter da nicht aus. Aufheben. Und den Tritt haben Sie gehört an den Pfosten. Das ärgert ihn zu Recht. (4:2) für die Schweiz. Ja, Schmelzer passt nicht auf. Und es ist weit vor dem Tor, aber wenn er da draußen ist, um mal mit Oliver Kahn zu reden oder an Oliver Kahn zu erinnern, dann muss er entweder den Ball, und auch wenn es nicht sportlich ist, den Gegner ummähen. Und da geht der Puls hoch. Marco Reus, seine Torpremiere im 5. Länderspiel, nur noch 4:3. Er lässt abprallen, den Schuss von Draxler.
Gute Aktion vom Bambini hier. Schlecht wiederum von Benaglio. Und diese Effizienz, die Marco Reus ja oft an den Tag legt, die hat Löw schon vorher. Schweiz, 3 Deutschland. Und das war jetzt ein Beispiel, dass sich ja das Einstudieren von Standards durchaus lohnen kann. Eine hübsche Kombination der Eidgenossen. Indler, Ziegler. Und dann ist es Admir Mehmedi von Dynamo Kiew. Und Deutschland bereitet ja während der Zeitlupe des 5. Gegentors Wechsel vor. Ottmar Hitzfeld. Ein schöner Tag für ihn. Also auf Schweizer Seite auch ein Wechsel. Banetta geht. Und Valentin Stocker kommt. Banetta 3 Tore vorbereitet. Vielleicht sollte Leverkusen